Nocturnal Animals hat eigentlich zwei Geschichten, mehr oder weniger. Die eine handelt von der Susan, das ist eine Galeristin, die nicht sehr zufrieden ist mit ihrem Leben, mit ihrer Ehe, die irgendwie so ein bisschen Mühe hat mit dem Ganzen. Dann kommt sie eines Tages ein Manuskript, also ein Buch über von ihrem Ex-Mann, das sie vor 20 Jahren verlassen hat. Und der schreibt, lies es doch bitte, schau mal das an, ich habe da etwas geschrieben. Und dann fängt sie das Buch an zu lesen. Und das Buch ist der zweite Aspekt von dem Film. Und zwar geht es dort um einen Ehemann, der mit seiner Familie in die Ferien geht. Und das Ganze wird dann relativ brutal und ziemlich tödlich. Als der Abspann angefangen hat zu laufen, bin ich zuerst eher ein bisschen verwirrt gewesen. Ich habe gewusst, dass mir der Film gefällt. Aber ich habe nicht genau gewusst, was das alles zu bedeuten hat. Und nachdem ich mich mit ein paar anderen austauscht habe, nachdem ich mehr Zeug gelesen habe und nachdem ich mehr über den Film nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass es sich bei dem wirklich um einen extrem starken Film handelt. Er ist sehr anspruchsvoll auf psychologischer Ebene und bei längerem Betrachten merkt man, dass er sehr vielschichtig ist und auch verdammt brutal. Der Film ist super in ganz verschiedenen Aspekten und der eine davon ist die Geschichte. Die Geschichte ist mega düster und teilweise sogar sehr verstörend, finde ich, aber nie auf visueller oder körperlicher Ebene in dem Sinn, sondern immer auf mentaler und psychologischer. Dazu kommt, dass die Geschichte relativ metaphorisch und teilweise auch symbolisch ist, aber nie so seltsam und komisch wie jetzt bei Enemy oder Only God Forgives, sondern relativ viel zugänglicher. Das Ganze wird noch wesentlich besser gemacht, meiner Meinung nach, durch die unkonventionelle Erzählstruktur und den sehr guten Schnitt. Es ist nicht in dem Sinn ein chronologisch ablaufender Film. Es ist ein Film innerhalb von einem Film, beziehungsweise eigentlich eine Buchverfilmung innerhalb von dem Film und dann kommen noch irgendwelche Rückblenden dazu zwischendurch und das kann durchaus verwirrend sein, aber ich habe das mega spannend gefunden, um je nachdem an gewissen Details und gewissen Situationen zu erkennen, wo in der Timeline das jetzt das Ganze abspielt. Beim Filmschnitt ist bemerkenswert, wie dass sie Übergänge machen, wie sie teilweise von der einen Szene in die andere springen und dann mit sehr ähnlichen Bildern spielen, um ein gewisses Bild in dem Sinn im Kopf vom Zuschauer hervorzurufen und das ist da extrem gut gelungen. Es ist aber relativ ein ruhiger Film und auch sehr ein langsamer Film. Es ist ein Film, der sich Zeit nimmt, um alles zu erzählen und ich finde das extrem effizient, weil er ist auch nie langweilig. Reden wir doch noch schnell über die Schauspieler. Leck du mir, holy shit. Der Tom Ford, der Regisseur, hat da wirklich aus allen Leuten absolut tolle Performances rausgeholt. Die Amy Adams spielt Susan, also eigentlich in dem Sinne die Hauptrolle. Sie hat weniger zu tun gehabt, als dass ich mir gewünscht habe, aber alles, was sie macht, ist wirklich grossartig. Die innerlich zerrissene Galeristin spielt sie so mega glaubwürdig und die Maske, die sie muss aufsetzen immer wieder, wenn sie gegen rausgeht und wenn sie das Buch liest, wie sie sich dann so ein bisschen selber wiedererkennt in dem Ganzen, das ist echt mega gut gemacht von ihr. Es gibt aber noch drei Darsteller, die mich noch mehr überzeugt haben, und das sind der Jake Gyllenhaal, der Aaron Taylor-Johnson und der Michael Shannon. Der Aaron Taylor-Johnson, der für die Rolle jetzt bei Nocturnal Animals eine Golden Globe Nominierung bekommen hat, als bester Nebendarsteller, finde ich, ist hoch verdient. Er spielt so einen grusigen, dreckigen, psychopathischen Bösewicht in dem Sinn und er ist unberechenbar, er ist bedrohlich, er ist krank in der Birne und er macht das wirklich extrem gut. Der Jake Gyllenhaal gefällt mir sowieso immer mehr und immer besser. Ich glaube, der hat seit Jahren keinen schlechten Film mehr gemacht und auch da brilliert er auf ganzer Ebene. Er ist wirklich extrem stark. Auch in diesem Film, er spielt so einen verlorenen Familienvater, der quasi Gerechtigkeit will und er kommt das nicht immer so über und die Verzweiflung ihm ist so verdammt gut dargestellt von Jake Gyllenhaal. Also ich weiss nicht, was der Schauspieler nicht kann. Der Beste meiner Meinung nach in diesem Ensemble ist aber der Michael Shannon, der einen Polizist spielt, der Jake Gyllenhaal seiner Figur hilft. Und das ist echt eine der besten Nebenrollen, die ich gesehen habe in diesem ganzen Jahr. Ich finde, er hat es eher verdient, die Nominierung, als der Aaron Taylor-Johnson. Aber trotzdem, er ist so verdammt gut. Er ist eigentlich ein ehrlicher und anständiger Polizist, aber weil er schlussendlich nichts mehr zu verlieren hat, geht er einfach auch Weg, wo ein anderer Polizist vielleicht nicht gehen würde. Und ich bin echt eingeschüchtert von seiner Figur. Das war wirklich grossartig von ihm.
Negatives gibt es extrem wenig zu sagen, meiner Meinung nach. Und das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass es der Twist sozusagen, wenn man so ein bisschen angetönt wird, auch wie der Trailer und das Ganze, irgendwie weniger Punch hat, als ich das erwartet habe. Der Twist ist fies, es ist echt brutal, aber erst für mich so ein bisschen, nachdem ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe darüber, und im Moment hat es mich fast ein bisschen kalt gelassen. Und eben einmal mehr, wie schon etwa das Jahr, der Film ist relativ langsam und aufgrund von der psychologisch tiefen Geschichte, würde ich jetzt mal sagen, ist er nicht unbedingt für das breite Publikum geeignet. Nocturnal Animals ist wahrscheinlich einer der besten Thriller/Dramen von diesem Jahr. Das mag vielleicht nicht gerade auf den ersten Blick erkennbar sein, aber wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht und über das Ganze, über die Geschichte innerhalb von der Geschichte, wie das Ganze verwoben wird miteinander, das ist echt grosse Klasse meiner Meinung nach. Und er ist toll gespielt, er ist super spannend strukturiert, er ist toll gefilmt, die Musik ist gut, die Schauspieler sind der Wahnsinn. Also ich finde, schau den Film unbedingt. Ich bin sehr blind in Nocturnal Animals. Ich darf einfach mal sagen, ich hasse den Titel zum Sagen mit dem Maul. So. Das ist echt gruselig. Aber ich habe fast nichts gewusst über den Film. Ich habe gar nicht gewusst, um was es geht. Ich habe gewusst, wer mitspielt und gefunden, gut, bin dabei. Und jetzt habe ich den geschaut und ich bin echt ziemlich begeistert, nachdem ich so ein bisschen nachgedacht habe darüber, und ich werde ihn sicher noch mal sehen. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt, und ich sehe euch beim nächsten Mal.